Ich hatte diese Woche Besuch von jemandem, der sich interessiert hat, wie ich den Glauben gefunden habe. Und ich musste ihn ein bisschen enttäuschen. Er hat wahrscheinlich das Gefühl gehabt, dass ich so eine ganz extreme Bekehrungsgeschichte, ich weiss nicht, wer ihm das hat ins Ohr gesetzt. Und nachher sind wir da so ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann habe ich gesagt, eigentlich müsstest du ja du dich interviewen, also müsstest du von dir erzählen, wie du Jesus gefunden hast. Aber ich habe so gemerkt, während dem Erzählen, ich weiß nicht, wie das euch geht, wenn ihr von eurem Leben erzählt. Es kommt ein bisschen darauf an, wer zulässt, oder? Also mit verschiedenen Menschen nicht etwas ganz anderes erzählen, aber man versetzt so verschiedene Schwerpunkte. Und mir ist das auch so entgegengekommen, als ich das Johannesevangelium, die Berufungsgeschichte im Johannesevangelium habe gelesen. Man könnte ja sagen, ja, die widersprechen sich mit Matthäus oder mit Markus, Lukas, mit diesen Geschichten. Aber ich glaube, dem Johannes ist es eben gerade wichtig, einen anderen Schwerpunkt zu setzen. Bei den anderen Evangelisten lesen wir häufig davon, dass Jesus jemanden bei der Arbeit getroffen hat und gesagt hat, komm, folg mir nach. Und am Fischer hat er gesagt, ich will dich zum Menschenfischer machen. Lass deine Arbeit und folg mir nach. Beim Johannes lesen wir eigentlich nichts von dem. Also da ist nicht einer von der Arbeit fortberufen worden. Der Johannes fängt ganz anders an. Er sagt eben, das ist das Wort, das Fleisch ist geworden. Jesus ist auf die Erde gekommen. Und der Johannes, der Täufer, hat ihn bezeugt. Und nachher hat es von dort aus so auf Kreise ziehen. Es ist eben wie ein Steh, der ins Wasser geht und fängt auf Kreise ziehen. Der Johannes, der Täufer, sagt am Anfang, schaut, da ist das Lamm Gottes, wo der Welt ihre Sünden tragen. Und mir fällt auch auf, in der Berufungsgeschichte vom Johannes, also im Evangelium vom Johannes, dass es um Beziehungen geht. Und jetzt fragt ihr euch ja vielleicht, ja, ist jetzt der Petrus und der Andreas, sind die jetzt nicht am See Genezareth berufen worden, wo sie am Fischen waren? Und da glaube ich eben, dass es wie in unserem Leben ist. Es braucht manchmal verschiedene Punkte. Also wenn ich von meiner Berufung rede, dann gibt es da mal eine Aussage von einem Jugendgruppenleiter, wo er einfach so hat gesehen. Er hat gesagt, ja, du wirst nicht Forstwart, du wirst Prediger. Und man lässt das so auf der Seite und vielleicht in einem stillen Moment tut man dann wieder darüber nachstudieren und nachher kommt wie ein anderer Moment noch reichen und das tut sich so wie ein Puzzle zusammenfügen. Und ich glaube, so müssen wir das auch bei den Jüngern von Jesus uns vorstellen. Und eben, der Johannes, er legt den Fokus auf Beziehung. Auf Beziehungen, die wir alle haben. Jeder von uns steht irgendwo in einem Beziehungsnetz. Er ist mit jemandem unterwegs, jemand ist mit dir unterwegs. Es gibt immer wieder Momente, wo du siehst, ja komm schauen. Und etwas finde ich auch noch interessant. Also wenn man den Bibeltext, Johannes 1, Verse 43 bis 51, wenn man da auf ein Blatt tut oder in der Bibel und dann einmal anstreichen, geht es um Finden. Finden. Fast in jedem Vers geht es um Finden oder um Sehen. Und ich weiß nicht, wenn dir jemand, ja, wenn du gehst einkaufen ins Coop, dann siehst du, ich habe getroffen, oder? Du siehst nicht, ich habe dann noch die Laura gefunden im Coop. Also das habe ich gedacht, was? Es ist, er hat ihn gefunden. Aber ich brauche eigentlich die Wendung in meinem Sprachgebrauch nicht. Aber ich habe jemanden getroffen oder ich habe jemanden treffen, ich mit jemandem abgemacht und der war der, den wir ja abgemacht haben. Dann sage ich nicht, wir sind da vorbeigefahren und dann ist der Adi beim Coop
gestanden, also ich habe ihn dort gefunden, sondern eben wir haben ihn dort aufgeladen. Aber mir natürlich, das hat ganz etwas Starkes drin. Es ist eben ein bewusstes Suchen. Also wir finden etwas, weil wir etwas suchen. Hast du schon einmal jemanden gesucht, für ihm etwas mitzuteilen? Ja, unsere Kinder, die machen das. Oder Mutti, wo bist du? Oder Vati, ich muss dir etwas erzählen. Also die suchen, aber wir machen das vielleicht weniger mehr. Vielleicht dann, als wir verliebt waren, haben wir unbedingt einander suchen und finden, dass wir uns das mitteilen können. Wir sind eigentlich noch verliebt, ja. Also, ich meine so in der ersten. Ein Freund macht sich auf. Und ich habe mir so gedacht, ja, oder in den modernen Medien, so den sozialen Medien, tun wir ja auch Neuigkeiten posten. Kurz etwas absetzen. Ob es jetzt das jemand interessiert oder nicht, tut man das absetzen, man tut das posten und dann tut man das der halben Welt mitteilen. Aber hier geht es um etwas ganz Gezieltes. Also der Philippus kommt aus der gleichen Ortschaft wie der Petrus und der Andreas, heißt es im Text. Er hat das gehört. Er ist gewungen geworden. Und er geht zu Jesus. Aber es heisst, Jesus hat ihn gefunden. Es heisst nicht, der Philippus ist gewungen geworden und ist gegangen, obwohl das so wahrscheinlich so war. Also Jesus hat ihn gefunden. Und er hat ihm erzählt. Und jetzt macht er sich wieder auf. Er ist begeistert von dem, was er eben gesehen hat. Von dem Jesus, den er sich finden konnte. Und er geht jetzt zum Nathanael. Er tut nicht einfach ein WhatsApp schreiben, Horti anrufen, sondern er macht sich auf und er sucht seinen Freund, der Nathanael, für ihn präzise Bericht zu erstatten. Und ich habe mich so gefragt, stell dir vor, du machst dich auf, für deinen Freund von Jesus zu erzählen. Ganz gezielt. Du bist begeistert von Jesus und willst das deinem Freund erzählen. Was geht dem voraus? Das ist nämlich die Frage. Wissen wir, was wir an Jesus und in Jesus haben? Wissen wir, was wir in Jesus haben? Sind wir so begeistert von Jesus, wie das der Philippus war, dass er sich aufgemacht hat, um den Nathanael zu suchen? Wissen wir, was wir in Jesus haben? Und eine wichtige zweite Frage, ich glaube, das ist noch bei vielen, aber ich habe manchmal das Gefühl, die Sprachfähigkeit fehlt uns manchmal ein bisschen. Das geht mir manchmal auch so. Bist vielleicht in einem Gespräch, rechnest gar nicht damit, dass du jetzt etwas von Jesus könntest erzählen. Und sich mal zu überlegen, wie könnte ich denn das in diesem Moment in Wort fassen? Wie kann ich das sagen, was mir Jesus bedeutet? Und dort ist es vielleicht gut, sich einmal vor einen Spiegel herzustellen und im Bad sich einmal das selber zu erzählen. Wer ist Jesus für dich? Tu das mal üben. Oder vielleicht beim Melken, du tust einmal der Kuh erzählen, was Jesus für dich ist, dann kannst du das einmal üben. Und ich glaube, das ist ganz etwas Wichtiges. Oder irgendwo, ich weiß auch nicht, das Küngeli, das er hat, oder das Meersäule, tut er einmal dem das erzählen. Wer ist Jesus für dich? Das einmal probieren, in Wort zu fassen. Weil der Philippus hat das können. Und nachher ist aber auch die andere Frage immer wieder für mich wichtig. Wie reagieren wir darauf, wenn jemand mit uns seine Glaubenserfahrungen teilt? Also wenn eben ein Philippus zu uns kommt und der ist begeistert von Jesus, der hat wieder etwas erlebt mit Jesus, der kann ein Zeugnis ablegen. Ach, der wieder, jetzt hat er schon wieder den Autoschlüssel verloren und gebetet, du hast ihn dann gefunden und so.
Ich glaube, auch da ist es eine Gefahr, dass wir eben Leute nicht nach dem, was sie uns erzählen, beurteilen, sondern nach dem, was für eine Meinung wir schon vor ihnen haben. Ich werde uns heute Morgen einladen, uns aufzumachen, trotz vielen unseren Vorurteilen, uns aufzumachen und Jesus zu begegnen. Und jetzt, wenn wir einmal den Fokus auf den Nathanael richten. Ein wahrer Israelit unter einem Feigenbaum, habe ich diesen Abschnitt überschrieben. Ein wahrer Israelit unter einem Feigenbaum. Im Gegensatz zum Nathanael, der fragt nämlich, was kommt aus Nazareth denn schon Gutes? Weiss Jesus sehr wohl, wer auf ihn zukommt. Also der Nathanael fragt noch, ja, wer kommt da? Was ist das für ihn, der Jesus? Was soll aus Nazareth schon Gutes kommen? Aber Jesus weiß ganz genau, wem das er begegnet. Er sagt, schaut, ein wahrer Israelit. Schaut, ein wahrer Frutiger. Schaut, ein wahrer Adelbodner. Und ich habe herausgefunden, dass manche Ausleger das Gefühl haben, sie tun da Jesus etwas Politisches ins Maul legen. Sie sagen, ja, die Juden, die sind eben nicht so gut unterwegs. Die Israeliten, die sind nicht so gut unterwegs. Und Jesus setzt jetzt hier einen Kontrapunkt. Er sagt, schaut, jetzt kommt der Wahre. Aber ich glaube, das ist gerade nicht so. Jesus schaut nicht die Massen an und tut der Einzelne aufgrund von dem beurteilen, sondern er sieht den Mensch. Er sieht den Mensch. Er weiß, was das für ein Mensch ist. Der Nathanael reagiert ganz natürlich. Was? Wer kommt da? Wer ist das? Jesus. Jesus, der kommt doch da aus dem Kaff. In den Bergen oben, in den Hügeln oben. Das Kaff Nazareth. Das war dann noch nicht ein Pilgerort. Heute geht jeder Israelreisende, der geht auf Nazareth heute. Wo Jesus ist geboren, wo Jesus aufgewachsen ist, in diesem Nazareth, ist das ein unbedeutender Ort gewesen. Ein Kaff in den Hügeln. Dort, wo die Handwerker herkommen, wo da in den römischen Bauten, in diesen Städten, die die Römer gegründet haben, Arbeit finden. Wo der werken, wo profitieren. Vielleicht haben sie in diesem Nazareth sogar weniger Steuern gezahlt, als an den anderen Ort. Vielleicht hat der Nathanael gedacht, ja, in diesem Nazareth, da gibt es gar keine bedeutende Synagogenschule. Es gibt keinen bedeutenden Lehrer, der uns wichtig ist, der von Nazareth kommt. Nichts. Das ist die Sicht von Nathanael auf Jesus. Und eben die andere Sicht, wo Jesus der Nathanael sieht. Ein Mensch von Israel. Ein Mensch, der unter den Besatzer leidet. Ein Mensch, der nicht heuchlerisch etwas sagen. Ah, schön. Ah, bist du jetzt der neue Messias? Ah, interessant. Nein, er sieht gerade raus, was er denkt. Und Jesus sieht noch tiefer. Er sieht eben den Nathanael, bevor er ihm begegnet, unter dem Feigenbaum am Sitzen. Wieso hockt der Nathanael unter dem Feigenbaum? Und wieso tut Jesus genau auf das Bezug nehmen? Ist der Nathanael vielleicht gar nicht so ein mutiger Mensch? Ist es vielleicht einer, der sich eher verstecken muss? Hat er Angst? Wenn wir schauen,
Das Thema Feigenbaum kommt in der Bibel immer wieder vor. Und es heißt zum Beispiel im 1. Könige 5, Vers 5, und Juda und Israel wohnten sicher, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, von Dan bis Beersheba, solange Salomo lebte. Und ähnlich kommt das noch ein paar Mal vor in der Bibel. Also ein Mensch, der unter seinem Feigenbaum sitzen darf, das tut etwas ausdrücken von Frieden, von Geborgenheit. Ein Raum, wo man eben sicher ist und wo man nachdenken kann, wo man studieren kann. Der Nathanael befindet sich unter einem Feigenbaum in einer geborgenen, in einer friedlichen Haltung. Er hat Ruhe, nachzudenken. Er hat Ruhe, mit Gott zu reden. Er hat Zeit und die Ruhe und die Geborgenheit, Jesus oder eben Gott, Jesus hat er ja so noch nicht kennt, Gott sein Herz auszuschützen. Und genau das sieht Jesus. Genau das hat Jesus gesehen, bevor es jemand anderes hat gesehen. Obwohl, dass der Nathanael zu Jesus kommt, hat Jesus ihn schon gesehen und er hat ihn erkannt als das, was er ist. Unser Erkennen von Gott, ist gäng ein Erkennen von Gott an uns vorausgesetzt. Also es ist gäng zuerst Gott, der uns erkennt als ganzer Mensch, bevor dass wir ihn erkennen können. Und das ist so wie eine zweite Frage heute Morgen an uns. Wo haben wir unseren Feigenbaum? Wo hast du die Feigenbaum, wo du Begegnung suchst mit Gott, wo du zur Ruhe kannst kommen, wo du kannst Fragen wälzen, wo du kannst wie der Nathanael sagen, wann kommt denn der Messias? Und was will der Messias in meinem Leben bewirken? Wo ist die Feigenbaum, wo Gott dich kann erkennen und wo Gott dir kann begegnen kann? Und ich finde dann den Schluss vom Kapitel, die Verse 50 und 51, auch noch so eindrücklich. Jesus sagt, ja, weil ich dir jetzt gesehen habe, wo dass ich dich gesehen habe, darum glaubst du jetzt an mich. Aber ich will dir sagen, wahrlich, wahrlich, also es ist wirklich wahr, wenn du mit mir jetzt unterwegs bist, wenn du den Glauben nicht einfach sagst, ja, das ist wahrscheinlich der Messias, aber es hat mit mir nichts zu tun. Wenn du dich jetzt wirklich in die Nachfolge rufen, dann wirst du noch viel mehr sehen. Er tut dort wie die Vision aufgreifen, die wir auch beim Jakob sehen. Der Jakob hat ja im Schlaf die Himmelsleiter gesehen, wie die Engel von oben runterkommen und wieder hochgehen. Und Gott ist dort oben an der Leiter. Und hier in diesem Bild sieht Jesus jetzt, ich bin unter an der Leiter und die Engel kommen hoch und gehen. Also es ist wie die umgekehrte Vision, die der Jakob hatte. Aber Jesus wollte mit dem eben sagen, schau jetzt ist der Menschensohn, jetzt ist Gott Fleisch geworden, jetzt ist Gott auf der Erde. Jetzt geht hier Post ab, könnte man sagen. Jetzt passieren Wunder auf dieser Erde. Durch den Menschensohn, durch den Christus. Und wenn du jetzt mit mir unterwegs bist, dann werdet ihr Teil haben an dem. Dann werdet ihr auch etwas von dem miterleben. Ihr werdet sehen, wie eben der Menschensohn, der Jesus Christus, himmlische Taten, Wunder vollbringen auf dieser Erde. Also, Gottes Erkennen ist gäng an erster Stelle. Gottes Erkennen an uns geht immer
unserem Erkennen von ihm voraus. Die Frage ist, wie reagieren wir auf das? Wie reagieren wir auf das? Und es ist auch die Frage, sind wir bereit, an seiner Wunder zu sehen und ihm in die Nachfolge zu folgen und uns von ihm führen lassen. Und eins kann ich sagen, man könnte es ein bisschen plakativ sagen, bei Jesus geht die Post ab. Dort erleben wir Wunder und die Grösse von Gott. Amen.